Dach, et geht leider auf der Strecke los, dat sowohl was Salariat anbelangt, wie dadurch was Entreprisen anbelangt. Wenn wir das Salariat gucken, gesehen, wie viel Leute allein am ersten Monat von der Krise zusätzlich an den Chômage gekommen sind, 1746 am Monat März, vom Monat April, leider noch keine Chiffre 4, aber 1746 spannend engem Monat, an 2728 op EU geguckt, wo den Chômage geworden ist. Das ist davon auszugehen, dass diese Monat an die nächsten Monate die Zahlen durch Nachwerten stark klammen, und dass die Leute, ob man will oder nicht, die sind Opfer von dieser Krise, die haben eine Situation, wo sie nicht mehr wissen, was für eine Garantien dann sind am Chômage, wo es schwer wird, gehen an die nächsten Monate Arbeiten zu planen, und sie auch wissen, dass der Chômage an der Regel hier im Land EU bedeutet. Dafür meine ich, muss man wissen, dass man schon ein ganz paar die Leute auf der Strecke lösen. Auch die Leute an der Kurzarbeit. Was eine formidable Sache ist, dass mit Leuten an die Betriebe halten, sie kriegen 80%, es darf nicht in 100% vom Mindestlohn gehen, wo wir extra begrüßen, dass die Regierung mit den Gewerkschaften einen Konsens tun, für diese Lesung zu machen, dass kein darf in 100% vom Mindestlohn Kurzarbeit kriegen. Aber auch hier muss man wissen, dass für viele Leute mit kleinen Paien, 20% der Männer an der Pai, dass das große Probleme für die Leute bleiben. Und die Leute sind auch zumindest zum Teil auf der Strecke bleiben. Und ich mache noch einen Appell an die Regierung, für dass wir weiter gucken, dass die Kurzarbeit, dass die über die Distanz weiter finanziert wird. Auch die kleinen Mittelbetriebe und die Independenten sind auf der Strecke geblieben. Ich meine, es wäre falsch, dass die Regierung für eine gewisse Zeit dort Baumärkte abgemäht hat und die Kleingeschäfte müssten so bleiben. Wir konnten das nicht verstehen, dass als Premier auf eine liberale Partei angehört, dass die erste Priorität international Schänequote für Geschäfte abzumachen an die kleinen Geschäftsleute müssten so ist. In Deutschland haben zum Beispiel uns umgedreht gemäht, haben sie die Kleinen abgemäht und so die Groß zugelegt, hat zu Lützeburg schon mehr den Kontra gemäht. Aber wenn ihr dann gesagt, how das gesagt ging, dass vieles für den Independenten gemäht ging, mir das alles nicht mehr etappeweise kommen, an der Stelle fest, dass wir auch vielleicht die Politik für den Herr Engel für gesucht hat, die den Herr Dan Kersch auf einem Facebook oder einer privaten Mitteilung gemäht, was da seine Meinung war. Vielleicht war die Facebook mehr ehrlich, wie die so offiziell als Minister gesucht hat, für ihn da über den Mittelstand und den Independenten hier gefallen ist. Die Politik hat nicht darauf reagiert, der Staatsminister hat sich nicht davon distanziert, und das davon unzuholen, dass auch die Regierung zumindest am Anfang die Politik gemäht hat, die Herr Dan Kersch gesucht hat, eine ganz zaghaft Etappen für Etappen eben etwas gemäht hat, was positiv ist, aber wir wissen, dass auch nach den Maßnahmen viele Mittelständler und Independenten nicht dürfen über die Distanz kommen. Gestern hat der Mittelstandsminister ein Kommuniqué gemäht, wo eine ganze Reihe von Zahlen an Maßnahmen abgefordert hat, was der Mittelstand, was der Staat für den Mittelstand gemäht hat, was richtig ist. Und das gesagt wird, es bleibt keiner auf der Strecke. Wir werden da auf der Strecke bleiben. Viele Betriebe kriegen nur Wochen, kriegen die Antworten, dass sie nicht eine Unterstützung kriegen. Die Betriebe haben aber nächste Woche lang warten, für eine Antwort zu kriegen, und auch Betriebe, die haben gesagt, sie haben aber noch kein Geld gekriegt. Wir haben gestern Nacht bei einer Party Leute nur gefragt, die haben von März bis heute noch keine Indemnität gekriegt, ob schon sie ein versprochen. Auch Doktoren, die am März und am April große Leistungen gemäht haben für das Gesundheitssystem laufenden Jahr, haben heute noch keine Suche gekriegt, wie das vom Monat März der Fall war. Und dürfen so aussagen, wie die von Herrn Dan Kersch noch vom Wirtschaftsminister, dem neuen Herrn Fayo, den am Anfang sieht, dass ein intelligenter Patron nach der Krise soll seine Leute Congé gehen, meine ich trägt nicht dazu bei, für eben die Situation zu lösen. Wir gerade brauchen Betriebe Leute, und gerade diskutiert, ob in der Congé kollektiv nicht soll verlieren, wenn dann aber ein Wirtschaftsminister hier geht und er sieht,
Betrieber solle Lommel de Leiit kangé gin schmengen, dann ass dat schon egal stark steckt. Den Kolleg Laurent Mosser huet an dem ze summen anmänlich eng Question parlamentär stalt. Lächt huet der Präsident, dat gesinn Geschäfte, die Lorem können opmachen mit total Restaurations- an Cafetien können net opmachen. Schon de lechte Main an der Kommission, wie man mat dem Büro Präsidentenkonferenz ma mehr Staatsminister an der Minister ze Summe war gefrot hun do kein Klo einfällt geht dann scheinbar wirklich erwart. Dat taute Staatsminister hagi en Klo ausmachen wat den Horesco Sektor gemäht. Et gibt ein Katastroph, wenn diesen Sektor net kann kurzfristig opmachen. Et gibt kein Ursache. Et gibt kein Ursache, für dat den Restaurationskaffee in Totalbranche net können opmachen. Als Deitschnupperen hun desideiert, dat bis zwischen dem 9. und 22. Mai Gastronomie opmecht. Et Saarland seet 4 Peichten, an Österreich seet der 15. Mai giffen se opgoen. Mir heit zu Lützeburg machen net op mir lossen hai zo, a wir lossen de Sektor voll wie dat Wand laufen. Ich mengen, et gëtt kein Ursache. Wir können Leiit können man Geschäfte go. Sie können mat ein Auto fuhren, sie können sich privat treffen, sie können sich dabausen treffen. Sie können an Schule, kann gehen an Schule, man machen Sport, man machen Kultur, mir just Restaurant, Kaffeen dürfen net opmachen, aber wir machen dürfen, Herr Präsident, einen dringenden Appell hai und Regierung für das dat als Kaffee als Restaurant spätestens den 25. Juni können opmachen, für dat se führenden Peichtvakanz an den Peichtwegend können davon profitieren. 25. Mai, entschuldigung, ich habe mich verschwart. Sie froh, Herr Herr Staatsminister, dat er so aufmerksam no lauscht an dat er mich courageiert huet, dat ich den 25. Mai gemeint hun. Et bleibt nur nach Schluss zu hoffen, dat man so gut no gelauscht wird, dat er doch lo mat an die Sonne Merci.